Neues. Vers 1 Leute singen Nummer 41. Ein neues Lied hab ich gelernt, des Heilands Lobgesang. Nun sing ich ihm, erlöst befreit, mit frischen Liebesdrang. Er schaut mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm, erlöst befreit, mit ewigen Liebesdrang. Ein Lied des Friedens sang ich jetzt, denn Jesus gab mir Ruhe. Den Sturm des Herzens stillte er und sprach mir Frieden zu. Er schaut mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm, erlöst befreit, mit ewigen Liebesgang. Ich sing des neuen Liebelied, wie wohl kein Leid ermisst, wie hoch, wie lang, wie breit, wie tief die Liebe Jesu ist. Er schaut mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm, erlöst befreit, mit ewigem Liebesdrang. Und ein sing ich das beste Lied, das nie ein Mensch erdacht, bis er die goldene Stadt durchsieht, in Jesu Bild erwacht. Er schaut mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm, erlöst befreit, mit ewigem Liebesdrang. Nächste Nummer 297. Wie glücklich ist, Herr Jesu Christ, ein Kind, das dich gefunden, in Fröhlichkeit vergeht die Zeit, es ruht in Jesu Wunden. Halleluja, Halleluja, Jesus geht uns treu voran. Halleluja, Halleluja, bis ins ewige Kanaan. Der Weggeschmack, der aus dem Tal zur Himmelshöhe führet, doch Schritt für Schritt geht Jesus mit, dass man kein Leid verspüret. Halleluja, Halleluja, Jesus geht uns treu voran. Halleluja, Halleluja, bis
Feind hat es gemeint, das junge Herz zu stillen und unsere Kraft gewöhnlich schafft. Doch Jesus kann ihm wehren. Halleluja, Halleluja, Jesus geht uns treu voran. Halleluja, Halleluja, bis ins ewige Kanaan. Es wird nicht lang Gesang, uns im Licht ist entgegen, dann geht's auch unserem Vater Gott, oh, welch ein großer Segen. Halleluja, Halleluja, Jesus geht uns treu voran. Halleluja, Halleluja, bis ins ewige Kanaan. Nächste Mal 300.000 Tage. Manches Herz will fast ermüden, denn die Tage eilen hin. Manche Seele seufzt nach Frieden, denn die Tage eilen hin. Kannst ein Lächeln du erneut, nur ein Kind der Herz erfreut, hat nichts Gutes für zugleich, denn die Tage eilen hin, eilen hin, eilen hin, eilen hin, eilen hin, wie viel Gutes kannst du tun, sieh die Tage eilen hin. Lass das Trauen, lass das Sagen, denn die Tage eilen hin. Großes Geld für Gott zu wagen, denn die Tage eilen hin. Voll von Unrecht ist die Welt, tritt du vor aus Gottes Welt, rette, wo ein Bruder fällt, denn die Tage eilen hin, eilen hin, eilen hin, eilen hin, eilen hin, eilen hin, wie viel Gutes kannst du tun, sieh die Tage eilen hin. Wenn die Liebe Grenze wendet, denk die Tage eilen hin, lohnt es ihre sie verschwendet, denn die Tage eilen hin. Lass das Herz voll Liebe sein, lass die Hände Segen streuen, mag die Welt voll Sonnenschein, denn die Tage eilen hin.
Goedemorgen. Ik wens jullie een goede morgen. Welkom in deze Gottesdienst. Gaan we even naar de bulletin. Voor de predigt van Kloos bij Rampel. Van de Jugend- en Jongschaften, klok 2 middag. Maandag Dynamieting, klok 7 s'avonds. Donderdag Bibel- en Gebetsstunden, klok 7 s'avonds. Vrijdag Jugend- en Jongschaften, klok 7 s'avonds. Zondag predigt in Manitoba van Abraham L. Giesbrecht. En 21. maart, dan vangt de tovenjarig aan en onmelden bij Uram F. Rampel. En aan de einde zijn we voor wat de top is. Van de prediger en diakonenenzeenung in Mariland, de Campus 7 Tjoak, klok 2 middag. Medweg zing, begeerde pas, traf de tweede groep. Zondag van dem 15. Dat is de komende zondag. Da wordt hier niet Gottesdienst zijn, da wordt op het tweede steed zijn. En er worden de Themen zichten. Thema Sucht zijn, dat wordt Smorris zijn. En zo wordt Schwermut zijn. En dat wordt van Pater Giesbrecht gebracht worden. So komende zondag op het tweede steed Gottesdienst. Und dann der nächste ist 22. März, als ein Sängofen von dieser Bandträgerfamilie in der Kirche, da wird auch aber vor steht sein. Da fängt Glock 4 jeden Abend an. Und dann wird dann noch ein Ungastfähigkeiten sein. Und dann Glock 7 zu ist, wird es wieder gut mit dem Programm. Und du hast eine Möglichkeit, diese Familie einzuladen, zu der Mahlzeit, auch zu der Nacht. Da fehlt Platz, wo sie danach bleiben. Das ist eine Familie, die hauptsächlich bis Englisch kann. Die kann nicht Deutsch. Vielleicht kann sie ein bisschen verstehen, aber es sind Englisch. Und der kommt von den Städten. Hast du irgendwo noch zu bekannt geben? Hier haben wir einen Vers. Lass uns aber ein Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lass uns nun, wo wir Gelegenheit haben, in allem Guten tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Galater 6, 9 bis 10. Wer abstimmt und Gebet wurde passend ist. Herr Jesus, danke schön für diesen Tag. Danke schön auch, was wir hier haben kommen in dein Haus und Herr, was deine Jite nach alle Tag nie ist. Und Herr, auch für dein Wort. Und Herr, muss auch in diesem März sein, diese Stunde, wo wir dein Wort entchecken, dort muss uns die Jugend ummerken und dort wir auch machen, dort abnehmen können. Du musst mit uns reden, auch durch die Kinder stehen, durch den Gesang und Herr, auch musst du dein Wort sehen. In Jesu Namen. Amen. Nummer 142. Ich hörte Jesu Freundesruf, komm her, beladenes Herz. An meinem Herzen findest du Ruf für allen deinem Schmerz. Ich kam zu ihm, so wie ich war, beladen, krank und matt. Da schenkte er mir Fried und Trost.
Ich schaute auf und fand in ihm den schönen Morgenstern und wandle nun in seinem Blick zur Heimat zu dem Herrn. Ja, bei diesem Weg bin ich vorbereiten. Ich weiß nicht, was ich soll so wiedergeben, oder was Gott will haben. Und ich komme auf einen, wo wir gleich uns mit beschäftigen, diesen Weg, oder diese letzte 1,5 Monat, 2 Monate, was die Welt sich auch beschäftigt hat. Ich glaube, ich würde Ihnen fragen, was das wird, was Sie in den Nachrichten gelesen haben. Da wollen Sie alle gleich wissen, das wird das Coronavirus. Was die ganze Welt sich beschäftigt damit. Und da lesen wir alle Tage in den Nachrichten. Die ganze Welt ist abgeregt, aber dort Menschen haben Angst. Wo wird das hingehen? Was wird das geben? Sterben Menschen. Wir lesen von Hospitälern, die sind ganz voll. Die haben nicht Platz. Die waren in Gang. Und in Gang wurden Menschen angelegt und so verschiedene Sachen. Auch Hospitäler waren busig gebüht, wo keine sind, da wird busig in Hospital angereicht, um gegen dieses Virus zu kämpfen. Und auch lesen wir dort, dass auch in die ganzen ökonomischen Sachen, dass auch Schulden bringen, oder dass lässt nur die Welt, das dreht nicht, oder dass es nicht so viel annehmen, die Menschen fliegen nicht, sie dann alles kanzellieren und wollen Haus bleiben. Menschen, die werden begrenzt, sie wo der Virus ist, die können nicht rausfliehen, die müssen daheim bleiben. Ich dachte so, einmal die Information von dort in der ganzen Welt, wie viele Kranke sind, aber wir wird bekicken, der letzte Weg, was sie bestätigt haben, sind 101.957 Menschen, die bestätigt sind, die diese Krankheit haben, oder diesen Virus. In China allein sind es 20.813 Menschen. Die gestorben sind in China, sind 3.073 Menschen sind gestorben an diesem Virus. In China sind es 21.110 Menschen, die krank sind. In China gestorben sind 413 Personen. In total Ländern, wo das Virus ist, das sind 93 Länder, wo das Virus ist, bestätigt worden, wo die Länder gekommen ist. In Bolivien dachten sie, letzte Weg der Virus, aber so viel ich verstanden habe, ist sie nicht wieder doch negativ wurde, wie nicht das Virus. Und so sollen wir auch die Laboratoriums, die Forschen, von wo das Virus entstanden ist, von wo kommt es her, um sein Genmittel zu detektieren. Wahrscheinlich kommt das Virus von Tieren, was geschlafene Menschen, und sie kriegen die Menschen diese Krankheit. Und das Virus, wer den gekriegt hat, der wird nicht für zu morgen. Der mag dort 2 Wochen Luther, kann er das mal antworten, was das Virus, was heute den hat. Er hat so ein Kasse je, wo in 2 Tagen dort angeworden sind, aber in 2 Wochen Luther, was der Mensch dort an, er kriegt vielleicht Holz 2 Tage, fängt zu hosten, schwimmt mit Luft, und dort wird den ganzen Zeit, was der Virus sich entwickelt hat. Und das Virus, das kann auch den Tod bringen. Die Menschen, die können an diesem Virus sterben. Und das Virus, das auch wieder schlagen. Die Menschen, die kriegen den über Hosten oder Prüsten, kriegt der Nächste diesen Virus. So viel als ich habe gefunden, gibt es diesen Virus noch kein Mittel nicht. Du hast keinen Impfstoff oder was man da kann dagegen tun. Und sie proben das zu studieren, tun Millionen Dollar an, um zu finden, das Genmittel. So, da wird alles daran gesagt, um die Gen zu schaffen. Einzige Route, was sie jedem tun, ist beständig hängen. Man soll sich die Hänge reinholen, aber den Virus nicht kriegen wird.
Und so sind wir auch in der ganzen Welt Geschichten von, das ist nicht die einzige Geschichte, wo es das, wo eine Krankheit abkämpft und in der Welt uitbreken wird, sondern in die Geschichten, da hat es mehrmals so was gegeben, dass die Welt eine Krankheit gekriegt hat, wo Menschen, Tausende, Millionen Menschen angestorben sind. Es noch nicht so lange drin, aber es sind doch auch mehrere Jahre drin, wo Europa eine große Krankheit wird. Auch, ich glaube, das Zweite Weltkrieg, wo Europa, ein Viertel von Europa gestorben ist. Und so sind wir dort in der Welt, da kommen immer diese Krankheiten. So einmal zu der Bibel. Ich will nicht diesen Virus nicht clean reden, was das nicht ist, sondern wenn wir auf die Bibel checken, und da lesen wir auch von einem Virus, was der Mensch geerbt hat, und das ist der Sinn. Der Sinn, das ist das Schlimmste, was jemals in der Welt passiert ist, was in der Welt angekommen ist, wenn Gott den Menschen merken tut, er kickt die Welt an und er sagt, dass wir perfekt, dass wir vollkommen, da wird kein Schuden, kein Schlechtes in der Welt, sondern da wird ganz vollkommen. Und dann kommt der Sinn an und dann wird die Welt kaputt. Der Mensch, der wird getrennt von Gott. Der Mensch hat nicht mehr diese Gemeinschaft mit Gott. Und die Welt, die wird verdorben von da an. Einmal, wo kommt diesen Sinn in der Welt an? Dass wir kriegen durch Adam und Eva, wo sie Gott nicht gehorsam werden. Sie werden Gott auch gehorsam. Und dadurch kommt der Sinn in diese Welt an. In Römer Kapitel 4, Vers 12, da sagt es, der kommt durch einen Mensch. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam, ist auch durch die Sünde der Tod. So, durch einen Mensch ist der Sinn in diesen Welt angekommen und der Sinn, was von den Folgen bringt, wer gesündigt hat, in Römer Kapitel 6, Vers 23, du lesen wir dort, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. So, dieser Sinn, der bringt den Tod. Dort ist der Lohn von diesem Sinn. So, der Mensch, der bleibt nicht leben, aber der ist tot, wer diesen Sinn hat. Adam und Eva wird gesagt, an den Tag, wenn sie wollen von dem Baum eten, wollen sie des Todes sterben. Und das passiert auch, sie sterben, aber sie ergeistigt, sie waren getrennt, da wird diese Trennung zwischen Gott und dem Mensch, die Gemeinschaft, die wieder nicht mehr. Wenn wir in den Alten Bund checken, wo schlimm der Sinn in Gottes Ehe wird, oder in Gottes Ehe ist, wenn wir David sein Leben bechecken, wo David gesündigt hat, wo er das Volk geteilt hat, wo viele Tausende Menschen müssen sterben, wenn ein Mensch gesündigt hat. Er auch das ein von dem Volk Israel, wo er sich was genommen hat, das Gold und sich in sein Selbst verstärken hat. Du musst eine ganze Familie sterben, wenn einer hat gesündigt und in Gottes Ehe ist der Sinn nicht ein Spuß, oder der übersetzt nicht. Dann einmal die Frage, wer ist ein Sinn geboren? Oder wer hat diesen Sinn in sich? Und dort können wir sagen, alle sind wir in Sinn geboren. Lesen wir mal Johannes Kapitel 3, Vers 6. Du redest Jesus zu Nikodemus, und wo ja Nikodemus fragen hat, und Jesus gab ihm zur Antwort, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. So, was du geboren ist, was hier auf dieser Welt geboren ist, dort ist unsere erste Geburt, dort ist ein Fleisch, und wir müssen von nie geboren worden. So, der alle Mensch, der ist in Sinn geboren, der ist sündig, und wir müssen von nie geboren worden. Und dann die andere Frage, wo kann ich davon frei werden, von diesem Sinn? Dass die Welt sich fragt, wo kann ich frei werden von diesem Virus? Dort ist die einzige Antwort,
Jesus Christus, der kann uns frei machen. Der kann uns frei machen von diesem Virus, oder Sinn, dass das allein heute kann uns reinmerken durch sein Blut. Weil wir in Offenbarung lesen dann von den Gläubigen, was sie sind, der haben sich gewaschen in der Blut Jesu Christi. Und das ist allein der einzige Weg, wo man kann rein werden. Lesen wir mal 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Du sagtest es das, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hier sagt es, wenn wir uns die Sünden bekennen, dann wird er uns reinmachen. Dann ist er treu und gerecht und er wird uns reinwaschen und dann werden wir rein sein von all dieser Ungerechtigkeit. Wir können auch sagen, dass das Virus, was uns Schuden tun will, der kann tun und wir können rein werden von den Sinn. Wir können dann leben bleiben. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 ist der bekannte Vers, der sagt, Gott hat in dir allein getut, Gott, der investiert darauf, dass die Menschen können, gerat werden, dass sie können frei werden. Und dann sagen wir in Johannes Kapitel 8, Vers 36, wenn euch nun der Sünde frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Hier redet Jesus zu den Schriftgelehrten, Pharisäern, und da sagt, wenn der Sohn ihn frei machen wird, dann seid ihr wirklich frei. Und das ist allein Jesus Christus, der kann uns frei machen von der Sünde, und er ist die einzige Lösung daran. Vielleicht denkst du, du kannst vielleicht dich gute Worte, kannst du die raten, du kannst die Sünde wegschaffen, aber das ist leider nicht möglich, wenn durch unsere eigenen Worte können wir nicht uns frei machen. Und ich vielleicht auch viele Worte reden das, aber einmal lehnen das, dann ist es danach ein Lehen ist, was du in dein Leben hast. Was hauptet der Mensch, wenn er 3 Lebensraten hat und einen Tod gemerkt hat? So, wir allein können uns nicht halten, wir können uns nicht raten, sondern es ist allein Jesus Christus, der kann uns frei machen von der Sinn, was uns den Tod bringt. Zum Schluss, einmal diese Frau, was die von diesem Virus losworden, was die von diesem Sinn losworden, wenn doch was die den Tod bringen, das bringt sicher den Tod. Und dann noch die andere Frau, hast du alle erkannt, dass der in die erst, dieser Sinn, der Mensch erkannt das gar nicht, was an die Üben abgehen, dann kann er das erkennen, in mir als der Sinn bin, und das wird mir den Tod bringen. Und hast du das alle erkannt? Wenn der erst nach der Gemeinlichkeit durch, dass wir können mit Jesus kommen, wir können unsere Sinn noch anbringen, und er wird uns frei machen. Noch ein Psalm 91, das ist ein Trost, was David geschrieben hat. Das für die Gläubigen, du sagst, das ist das, den ersten Vers, wer unter den Schirm des Höchstens sitzt, der bleibt unter den Schatten des Allmächtigen. Und dann in Vers 5 und 6, du brauchst dich nicht zu fürchten vor den Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finsternis schlägt, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. So, da, wo wir gläubig sind, wir können getrost sein, dass wir gerat sind, wir sind erlöst, wir können frei sein von diesem Sinn, dort können wir getrost sein, und wer wir am Fuß holen, und er wird uns führen. Dankeschön. Nummer 217. Vi
Mich verlangt nicht nach Schätzen, nicht nach Silber und Gold. Mich verlanget zu wissen, ob mein Heiland mir holt. Meine Seele ist rastlos, nach Gewissheit sie fleht. Ob in Buche des Lebens, wohl auch mein Name steht, dass mein Name dort steht, nur um dieses ich fleh, dass im Buche des Lebens doch auch mein Name steht. Meine Sünden sind viele, wie der Sand an dem Strand, doch ist mächtig so helfen meines Heilandes Hand. Wer auch blutrot die Sünde, soll sie werden wie Schnee. Darum komm ich und frage, ob mein Name dort steht, dass mein Name dort steht, nur um dieses ich fleh, dass im Buche des Lebens doch auch mein Name steht. O Jerusalem droben stand von Golde erbaut, von dem ewigen König je mehr Choren zur Braut, wo die Hafen ihm rauschen, wo der Kommer vergeht. Halleluja, ich weiß es, dass mein Name dort steht, dass mein Name dort steht, nur um dieses ich fleh, dass im Buche des Lebens doch auch mein Name steht. Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit mag je zijn met een iedereen ein, deze vermiddagstunden. Wir hatten ein schönes Lied, was uns wir singen, das uns nicht nur Schatzen verlangt, aber das zu weiten, was uns Numen da steht. Das ist all eine feine Abrufung, dass wenn wir mang diese Zeit, wo wir drauf sind und all diese Sachen, uns einen Moment losnehmen, um uns um das Geistliche zu beschaffen. Ich habe mich mit Gedanken gemerkt, dass ich das Werk besonders wegen dem Thema von der von zu reden und dort von Dingen, wo einer derchen Zeit manchmal so denken wird, was da wir vielleicht hängen loten, wenn es dann vielleicht Dinge, die da nötig würden sein, mal abzubringen und so weiter. Als Jesus seine Gänger ausschicken hat, das Evangelium wieder zu bringen und so weiter, das ganze Prozess, dann hat er da einen Satz mit an und lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Paulus, als er Abschied nahm von seiner Arbeit auf eine Stelle, dann sagt er da auch, ich habe nicht nur gelassen,
diese ganze Zeit, ich habe ungefähr was, diese 3 Jahre, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Also, in unserem im Ratschluss Gottes, da habe ich noch sehr viele Sachen bei. Da habe ich nicht bloß Bekehrung, da habe ich nicht bloß Himmel, wo das von reden wird, sondern auch diese viele Tugenden. Viele Sachen, wo die Bibel uns einfach so abhalten wird, durch zu leben. Dort uns einfach im Leben anzuwenden. Und ich kam auf einen von diesen Sätzen, die glaube ich, man all dem manche hören. Ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, dass ich das gemerkt habe, dass das besonders ein Mangel ist. Aber ich glaube, dass trotzdem ging mir das wenn so ein Ding, das mir abfällt. Und ich wundere, wo wir uns da manchmal an verstehen oder wo wir an uns damit klarkommen. Ich will dort auch ein paar Vers lesen in 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Da finden wir das einmal aus dem Befehl von Paulus, was er geschrieben hat, kriegt einen Zusammenhang mit dem, dass er da nur gekickt hat, nur das gestrebt hat, dass er diesen ganzen Ratschluss Gottes, dass er dort nicht bloß von einer Seite gelehrt hat, sondern dass er alles, was er gehört, für ein gesundes Christenleben, dass er dort wird er gebracht hat. Und hier ist ein von den Aufschnitts. Wir wollen, wenn wir das Kapitel ganz nehmen, dann finden wir mehr, aber wir wollen von der das einen Aufschnitt nehmen. Du sagst dort, im 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 15, sehet zu, dass keiner Böses mit Bösem jemand vergelte, sondern alles jaget dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid alles freudig, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesu an euch. Das letzte Vers wird eigentlich der ganze sein, was wir in diesem Zusammenhang hier gelesen haben. Und wir wollen uns ein bisschen mehr ab dort beschaffen, ab Dankbarkeit. Wenn er hiervon reden wird, dass wir nur seine Sachen dort nicht jemand Böses mit Böses vergelten wird. Wir können sagen, dass nicht Rach hier und ihr ansehen wird. Dort wurde Dankbarkeit, der würde das lesen. Und Rach hier fängt, nach meinem Verständnis, nur einmal da an, wo wir nicht kann dankbar sein, jemand gegenüber. Der hat uns vielleicht irgendwo zugefügt, irgendwo behandelt, wo wir nicht mit klarkommen, wo wir nicht kann Dankeschön zu sagen. Und dann fängt das an uns an, da vielleicht ein bisschen sich abzuholen, fängt an, ein bisschen Graul mit sich zu bringen, dann in Aru, was immer das ist, was wir ab eins diesen Tag auflösen und sagen, das ist unsere Gelegenheit, hier betonen wir mal. Hier legen wir mal Rechnung aus. Und er hat hier dafür abmuntern, dass wir nur seine Sachen. Wenn er das hier gesagt hat, seht zu, dass keiner Böses mit Bösem jemand vergelte. Das jaft hier in gerater Romen. Ich weiß nicht, wofür er uns noch noch mit das selbst die abmuntern will, dass nicht wie allein in uns ab das auch geben, sondern auch den Nächsten. Wo wir dann zum Beispiel, wenn wir dort antworten von jemandem, der vielleicht das im Sinn hat, sich ab einem bösen Ort tritt erreichen, mal den, was böses vergelten, so wieder. Und wir dann nach diesem Mut haben, vielleicht ab dort Denken zu halten, und
um einen besseren Weg abzuweisen. Dann sind hier ein paar kleine Farge, dort gegeben, dass wir sagen, alle Zeit freilich sein. Und wir sollen beten, ohne dort zu hängen lassen. Wir sollen beständig auch sein im Gebet. Wir sollen dort, das ist ein Part, dort ans Leben gehört. Das andere ist dann Krieg über die Dankbarkeit. Ich kann mich ein bisschen in meinen Gedanken beschäftigen damit. Und ich fand noch einen Kommentar dazu, was ein kleines bisschen von über das geschrieben hat. Und mir wird das interessant. Der gibt einen Satz, das Kommentar dazu kriegt, um uns Gedanken, was zu vertiefen, was erst Dankbarkeit wirkt die vielleicht ut, oder ja, was sieht die ut? Und deshalb hat so dort geschrieben, dass das unter den Christen eine geratene Tugend war, mit 3 Stufen. Also, wenn ich das beobachtet habe, oder das ist das richtig geschrieben, dass das unter den Christen eine Tugend geworden ist, die Dankbarkeit. Und da hat diese 3 Stufen dazu. Erstens, sich das Erkennen, den Wohltäter und ihn ehrt. Zweitens, das Bekennen, unsere Gesinnung ausdrücken und die Wohltaten rühmen. Drittens, es dankbar ausleben, Gott als Schöpfer damit ehren. Wir haben vielleicht, kann uns das anwenden, ein Dankeschön zu sein für eine Wohltat. Vielleicht, wenn jemand uns ein Geschenk gegeben, hat uns vielleicht wo geholfen. Aber wer weiß, was das ist. Schön einmal Dankeschön zu sein, dann ist das aufgefordert. Aber die Sache ist, sei wir dafür dankbar. Ich gehe das erst krieg, ein von diesen Stufen ist das Erkennen. Weil wir vielleicht krieg einmal denken an die Erntezeit, wo wir hier sind. Erkennen wir dort, wo das herkommt. Oder erst das an Zweiten, was das dort gebracht hat. Mir ging es ein interessanter Gedanken einmal durch, als ich über das Ganze nachdenken wollte. Ich wollte das hier mitteilen, deswegen. Das hat uns vielleicht ein kleines bisschen zu schauen. Die Menschen, die sind, oder wir Menschen, wir sind sehr ab das aus, dass wir was am Platz bringen, oder zwei bringen, was nun mal was verstanden wird, was Besonderes über Deel zu bringen, um Platz zu bringen, ja. Und wir als Firma, wir sind ab dort bedacht, dass wir uns die ganz beste so auslesen, zum Planten. Und wenn wir uns die ganz beste so ausgelesen, zum Planten, und wenn das nur dann nicht so einen Ertrag geben wird, als worauf wir das gekauft haben, was wir erwartet haben, dann kostet uns das eigentlich das Danken, ja. Und das ging mir so, ich hatte erwartet, dass diese Generation, was wir kriegen soll, weiß ich nicht, aber mit all diesen Sachen auszufangen, wenn ich bloß an mir die Propaganda genommen habe, dann habe ich das mit erwartet, aber bei mir so festgelegt, dass diese Generation hier, wo wir nun leben, die würde das eigentlich mal ausgefangen haben, dass die können so dich herstellen, was er sicher mal produziert. Und ich freue mich, dass das nicht angekriegt haben.
Nu urteilt mal, ist das Fried auch reich? Braucht ihr mich gar nicht kurz hier beantworten. Aber nehmt das mal einmal so mit. Ist so eine Friede dort reich? Ich sehe das sehr gut, dass wir an diesen Dingen arbeiten, dass wir das Beste geben, was wir geben können. Aber so schön, dass wir ab diesem Punkt gerade sind, dass wir das dann irgendwas hingekriegt haben, wo wir Gott aus dem Schöpfer oder aus einem, der da, wo wir von abhängig sind, dass er gediehen dabei kommt. Wenn wir ab diesem Punkt gekommen sind, dann wollen wir eigentlich uns dankbares Gemüt und uns dankbares Gefühl verlieren. Da wollen wir bloß noch dankbar mit uns selbst und wir sind nicht mehr den Schöpfer dabei. Und ich glaube, im ganzen Großen, was wir ab das checken und beweist sich das immer wahrer, dort in alles, was wir tun, dass Gott der Mittelpunkt ist. Er kann uns so einfach den Segen in Betrieb tragen. Er kann uns so einfach auf eine Stelle Meiereien geben oder Charakter der Rechtheit. Und dann kann der selbst sagen, so, was er gesagt sind, was er gut tun wollen, der kann so sehr verschieden tun. Weil du hast diese Geschichte, aus der, wo eine Taub gepostet ist, aber dort jemand gewesen wäre, dort eine Lebenserfahrung belebt hat, das heißt, diesen Wunsch gehabt hat, wann dort mal krank sei, dass er will, dann wurde das weins mal gediehen. Und dann krieg ich scheinbar mal diese Gelegenheit, prüft Gott am oft dabei, und das ist so. Also kommt die Zeit im Akren, dann wird das Wahre einfach so passend dafür. Er kann das so einen Wunsch anakren. Und wenn das mit dir wiederkommt, das Getreide, dann wünscht er sich, wann immer was regnen wird, und dann regnet das. Und das wird einfach so im Pass alles gewesen. Und der Latz jaft das aber nicht Getreide. Sein Korn produziert nicht. Und dann überprüft er dort, was hier nu gefehlt hat. Und dann wird er an das Wind. Der hat Polen verstreuen, der hat über dem Korn. Das Wind hat gefehlt. Er hat bloß an die schönen Regen in den Sonnenschein gedacht. Und das eine hat gefehlt. Weil ich bloß ein Beispiel für das. Wie Menschen, wir fallen sehr schwindkart an eine Sache dabei. Wenn wir den Schöpfer und dort verjeten. Auch den dabei verjeten, der das Gediehen geben kann in den Seen. Hier sagt, dass wir sollen dankbar sein in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesu an euch. Ich rede mal mit jemand, kriegt über diesen Vers, und der gibt das das. Da kann er bloß gleich verstehen. Dass wir in allen Dingen dankbar sollen sein, wenn einem dann nur ein Eigleit betroffen wird. Wir vielleicht in Ungeheuer gestorben oder vereiglegt in was immer du ist. Wo soll wir dabei noch dankbar sein? Ich erkläre das Vers, sagt dann, klingt was mehr was ut. Ich sehe das hier so, du für das dankbar sein. Das sagt hier, wir sollen in allen Situationen dankbar sein. Diese 3 Stufen, die ich hier so überging, die jemand so taubgeführt gestaltet hat, aber ein Wort die Christen tun, zu erkennen wir, dass wir das erkennen, bekennen und das ausleben. Also,
Ab diesen Schöpfer kicken der Ursache, wo wir dass du erstens wieder und auch dort rüberbringen in das Leben. Das darf je das, wie Menschen, wir sind manchmal ein bisschen so emotional, wir sind mit Gefühlen verbunden. Und um dort zu beherrschen, um das in ihre Kontrolle zu nehmen, brauchen wir auch, dass Gott da ist, dass wir Amen ans Leben haben. Und das ist, like, was Paulus hier schreibt, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesu an euch. Wir haben in diesen Momenten, und wenn wir da ein klein bisschen Acht geben, dann wird wir das manchmal merken. Dass wir vielleicht selbst diese Momente haben und dass wir vielleicht bei anderen merken wollen, dass Menschen auf uns sehr ungerecht ist und bloß immer dankbar, immer Frau, immer freudig, was immer das ist. Dann kann am mäßigsten Ding im Leben begegnen, was am das merkt sinken. Aber dann, als ein Tag vergangen, dann kommt doch das. Dann ist eigentlich kein Ding, wo er noch verdanken kann, was am dankbar merkt. Und dann scheint es so, als rein alles verbraucht, als nicht ein Ding mehr übrig geblieben zum Danken. Denn dort haben wir diesen Vers anwenden. Und ich glaube, das wird uns in das Leben helfen, bitte auch ein Gleichgewicht zu haben, wenn wir Situationen haben, wo uns das geht. Dass wir vielleicht sehr mutig sind oder sehr unmutig. Du hast immer eine Ursache für, wo wir können mutig sind. Und das ist der Grund, dass Jesus Christus da ist. Und dass er den Weg für die Erlösung hat aufgemerkt. Und dass er uns Wert geachtet hat für diese Erlösung oder einen Anteil für das Heil. Da sind Dinge ram uns, sind Situationen ram uns, wir können nicht für die danken, aber wir können in unserer Situation an jemanden dankbar bleiben. Was ich hiermit sagen will, ist, dass wir uns nicht lassen von Sachen schön ganz bewegen, über den Kopf drehen, damit wir allen Grund für das Gute auch verlieren, wegen ein Ding, was uns nicht gepasst hat. Bestimmt ist das, was ich auch sehe, wenn im Leben irgendwas passiert, dass ja vielleicht eigentlich im Familienkreis oder wirtschaftlich, was immer das ist, bestimmt merkt uns das besorgt über das Verhältnis. Aber das hat immer noch nicht unseren ganzen Grund benommen. Dass wir lernen, dankbar sein und dass wir lernen, Dankeschön sein, das ist eine sehr gute Tugend. Das soll wir uns immer weiter üben. Das ist sehr viel wert. Ich habe ein klein bisschen diese Eigenschaft, wenn mir jemand was geben hat, wenn ich ein Geschenk kriege, dann das war ich zu sagen und dort nicht zu brücken, wenn es das ist ein Geschenk, das war ich zu leihen. Ich weiß nicht, wie jeder tun. Ich glaube euch, dass ein oder das andere anders ist, als wir das wegleihen, das abbewahren sehr fein, oder als wir das im Gebrauch nehmen. Bloß wenn wir das haben im Gebrauch genommen, das ist uns kaputt gegangen, wir haben das vielleicht verloren, oder wer weiß was, dann ist das Denken davon nicht mehr da. Das Andenken. Und aber wenn wir diese Geschenke alle wegleihen, dann haben wir manchmal eine Art mit so viel Prall, wo wir uns auch mäßig mit weiten, wenn es jetzt durch andere schon weit nicht mehr von wo wir dort haben, wer weit Wort kriegt. Andere wissen dann. Wenn wir das gelehrt haben und wenn wir das wiedergeben, auch an unsere Kinder, dass wenn irgendwas geschenkt wird, dass den werthaft Dankeschön zu sein, damit wir denen eine Anerkennung geben, dass wir das Wort weitergegeben haben. Noch eine Frau hier mang. Wenn uns was gegeben wird,
wo wir nicht ein Gebrauch für haben, als es dann noch wird Dankeschön zu sein. Dort kann es geben, dass jemand eine große Freiheit hat. Er hat das Anlegen, dass er für sich was sehr wertvoll hat. Und er hat sich vorgenommen, er ist dort angekommen, diesen oder den Freund damit zu beschenken. Dann ist das auch ein Dankeschön wert. Damit dort wir Dankeschön sein, uns bedanken dafür, damit merken wir ja ein Gott feilen. Als wir dann Gebrauch für haben oder nicht in Gebrauch, dort weiten zu brauchen, dort merkt nicht den Unterschied. Aber Jana, der hat eine Anerkennung dafür. Ich habe mal eine sehr schlechte Tugend entdeckt, nur meine Meinung, wie mir selbst. Wenn jemand mir was geben will, dann das nicht nehmen. Dass wir nicht neidig und wer weiß, was alles verütret, was zu brauchen und dort nicht zu nehmen. Und ich sehe die Meinung geworden, dort ist ein sehr schlechte, das ist wirklich eine Antüren sind dort. Wenn jemand abkommt und will einen beschenken, dann dort Gieren abnehmen und richtig dafür bedanken. Dort wir Jan seine Entscheidung, und woran wir über Jan seine Entscheidung bestimmen. Wo möchte sich feilen damit, dass wir das nicht annehmen. Anyways, das ist ein Part dort in diesem Bereich dankbar zu sein. Nicht bloß dort zu sein, sondern auch dort zu beweisen. Wir haben in der Bibel verschiedene Gründe, die uns das aussehen, uns anweisen dafür, für was wir dankbar sollen sein, oder was das wird vielleicht haben. Wir haben in 5. Mose, Kapitel 8, ein Vers, also wenn wir bei dem Brief Beker Mose 3 gehen, dann kann ich sagen, wir sind ziemlich weit abgebackt, um dort zu gucken, wo die Lehren vielleicht von jener Zeit gewesen sind. 5. Mose Kapitel 8, da Vers 10, du sagst dort, und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Wenn wir unsere Umgebung betrachten, und klingt das hier bloß kurz eins Gefährt ankicken, nicht den Grund betrachten, dann würden wir viele Dinge sehr schön vergessen, wo die herkämen. Vielleicht uns als Vormarschen klingt das hier anders nach, als die, die in der Stadt wohnen. All die Dinge, die wir so leicht können, bloß wie im Stur von am Schauf nehmen, betonen die, und dann haben die einen Etwokal. Wo kommen die her? Die sind von wo sie kommen. Die meisten Dinge haben einen Grund, von wo die hergekommen sind. Und wir können sagen, von der Schöpfung her. Du hast nicht, dass wir von der genießen, was nicht von der Schöpfung her im Grund haben. Ich habe das eine Geschichte so mitgekriegt, als die Mennoniten mal in Belize angesiedelt sind. Dann haben sie auch sehr dort abgeschafft, im Land eine Produktion zu haben. Und sie haben sich wohlgefühlt, als sie was von dort erregt haben. Ein Beispiel davon, als sie da haben ihre Leihhähner gehabt und haben angefangen, Eier zu verkaufen, Rüdhan, bei der Kolonie. Dann haben sie diesen Propaganda gemerkt, dass das sind frische Hühnereier. Dann haben die Menschen sich gesagt, Hühnereier. Das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen die Fabrikschen.
so habe ich vielmal für eine Sache gar nicht ein Verständnis, gar nicht Information. Und wir haben nicht diesen Begriff, dass es sich vielleicht lohnt, dafür einen Dank zu geben, es ist erst ja allemal da. Da wir mal eine Familie, die Kinder spielten da so, und dann habe ich einen Song. Macht die Mom dort, hier ist ein Song. Manche Kinder. Und ihr seht dort, was dann da ist. Nun ist dort ein kleines Kind so zu sie geschoben worden, oder der ihre Sache nicht angenommen worden, und das Kind kriegt über Danken. Ein von den Kindern hilft dort an, sie wollen da mal abschreiben, für was sie dankbar sind. Und dort ein kleines Kind sagt, ist dankbar für Wutter. Dann sagt ein gerades Kind, für Wutter? Das ist überhaupt nicht. Das darf ich nicht mal abschreiben, darf ich nicht annehmen. Das habe ich genug für Wutter dankbar sein, das ist nicht. Und ist das kleine Kind rein beleidigt über dort, ich meine, ganz geschlauen. Und als die Mom dann da nennt, haben das in ihr Segen, dann ist das gerade Kind ganz frech mit der Sache, ganz brav dabei. Das Wutter dort ist genug, das ist keine Ursache für Wutter nach zu danken und so wieder. Okay? Dann sagt die Mom, weil wir da bloß einen Prüfstein mitmerken. Das von der kriegt von diesem Moment wieder durch die kein Wutter brauchen. Okay, das ist kein Problem, sagt er. Da und Wutter ich komme, ist kein Problem. Und dann ist das Messfuß da, dann fehlt er mit Brandholz zu holen. Und die Mama will die Mittag merken. Dann will die Kind sich dann da hinwaschen. No. Nicht nur hinwaschen, das braucht Wutter. Ah, das ist kein Problem. Da ich auch nach der Ruhe. Und dann kommt der Moment, dass sie dann Mittag essen wollen, und die Mama hat dann abgesagt vor allem da am Tisch. Und für das eine Kind, der steht da steht eine Grise Schiebe, eine Idje Etschak, ein Schweinchen Geschirr. Kein Wutter im Köffel. Dann ist sie ganz verlegen, was dann das soll. Und dann kam die Lektion. Die hat gesagt, ein Tag und wo der Üte kommt, das wird kein Problem. Und wir sind nach meinem Posten von dort. Und ich hoffe das eigentlich wohl nicht. Was die Lektion durchgenommen haben, und das hat er erkannt, dass er kommt doch gar nicht vor, ohne Wutter, wenn es das Eten wird erstens aufgewaschen mit Wutter, Etschaken zum Beispiel. Und da braucht Wutter ihm das gar merken, damit wir richtig eten können. Was das erreicht, wie der Töte stehen, und die Gedei unternehmen, was der kleinere Bruder gehört hat über Wutter, dort bekannt, kann er sich gut hinwaschen, wird der Schiff aufgeriemt, am die Tisch für was rein, kann er auch gut eten. Aber das ist ein Beispiel bloß dazu, wo wenn ich wie selbst manchmal vielleicht kann denken, aber wo kommt das her? Dankbarkeit. Kleine Kinder haben uns manchmal vielleicht was zu geben, aus einem Geschenk, was keinen Sinn mehr für uns gerade Menschen. Aber das Kleine hat eine Meinung dabei. Und wenn der einen Dankschein kriegt, dann ist der mutig und abgehalten. Psalm, 100. Psalm. Der Vers 4 sagt, gehet zu seinen Türen ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Wo ist das, wenn es sagt, zu seinen Türen mit Danken und seinen Vorhöfen mit Loben? Wo ist das?
Ich habe es mitgebracht zum Gottesdienst. Tempel, wenn sie im Tempel gingen. Wir haben vielleicht, gerade von der aus morgens gar nicht daran gedacht, als wir bei der Kirche kamen, dass was wird wir, dass wir das Gebet halten, dass wir können kommen zum Gottesdienst. Vielleicht haben wir. Und das ist bloß ein Beispiel davon, wo die Sachen in uns manchmal seine Gewohnheit und wir denken nicht an den Grund davon. In Psalm 107, der Vers 22, und Dank opfern und erzählen seine Werke mit Freuden. Kann man das Dank opfern? In Psalm 50, 14 sagt es, wer Dank opfert, der preiset mich, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Entschuldige, das ist ein anderer Fall. Hier sagt, opfere Gott Dank und bezahle dem höchsten deine Geliebte und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen. Opfere Gott Dank und bezahle dem höchsten deine Geliebte. Wir haben manchmal an uns merkt, wie so eine Geliebtes, was wir nur her gar nicht mitführen können. Aber wir vergessen dort. Wir denken vielleicht so, wann mir das Wort so und so utwirken diesen Tag, oder diese Angelegenheit, dann war wir froh sein dabei. Und das kriegt sie mitgekommen, aber haben wir dann noch Dank gegeben dafür. Wir haben vielleicht eine wunderbare Führung gebet, und Gott hat das erhielt. Hat das kriegt sie geschenkt, aber wir haben für jeden Amt zu danken dafür. Ihr sagt, dass für Gott einen Dank opfern und den höchsten deine Geliebte bezahlen. Ich habe so einen Eindruck, dass mein Verständnis ist, dass wenn wir eine Geliebte haben, dass das sehr viel mal in uns selbst ein Vernehmen, manchmal ist es, dass wir mit jemand eine Geliebte haben. Wir haben was berät. Guck mal, sollen sie, weil wir das tun. Wenn es sollen sie utkommt, dann, in was immer. Wir haben ein Versprechen gemerkt. Aber der Not scheint so, vielmal so, das will nicht utkommen. Aber ich glaube, eben auch, dass uns Widersacher manchmal da ist, uns von diesen Dingen auflenken. Einmal an das utzuführen, uns ein anderes Bild davon fertigstellen, und dass wir einfach uns dankbare Gemüt davon nicht zum Ausdruck bringen. Und das ist für uns selbst ein Untergang. Kolosser im 1. Kapitel, der Vers 12. Kolosser 1, Vers 12 sagt es, und Dank saget dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zu den Erbteil der Heiligen im Licht. In dem 3. Kapitel, Vers 15, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchen ihr auch berufen seid, in einem Leben, und seid dankbar. Also wir haben hier sehr viel diese Hinweise, was der Grund kann haben, wofür wir dankbar sind, was uns da anweisen tun. Wenn wir mit einer dankbaren Anstellung, wenn wir sagen, mit diesen 3 Stufen, die ich überging, die ich gefunden habe dafür, wenn diese 3 Ursachen für diese Dankbarkeit in uns sind, dann merken wir eigentlich die Welt voll Frieden. Dass wir Dankbarkeit ausstrahlen, dass wir dankbare Anerkennung geben und jemandem gefallen hat für uns. Und
Dankbarkeit leben. Wenn wir durch einen Tag gearbeitet haben, oder wenn wir einen Tag verreist sind, zum Beispiel in Santa Cruz, die vorhin sind, haben vielleicht Sachen angekauft und was immer wir getan haben durch den Tag. Wie viele Menschen oder mit wie viel sehr wenig im Kontakt gewesen, die uns geholfen haben, das Möglichkeiten zu erledigen und was uns das fehlen deit. Einer hat uns brechen, damit nicht in uns nennt. Der andere hat uns Handreichung gegeben, damit die Beneidigung, die wir hatten, dass die ging zu erfüllen. Der andere der hat all gemerkt, für das Eten, was wir durch den Tag brauchten, dass wir dort können haben, hat das nicht mal selbst von Tüß mitgenommen und so weiter. Das gibt so viele Gründe, wenn er immer ein bisschen über das nachdenken wird, was das ja für Menschen unbedeulich sind und dort, dass einem sein Tag hat könnt Gott verleihen kommen. Dass er hat könnt gut erledigen und so weiter. Und das ist ein Weg davon, was wir wiederbringen können, damit auch andere Menschen im Segen leben können und dass es anscheinend geht und auch dankbar werden kann oder auch kann dankbar sein. Was soll ich das? Ich werde noch beten, Posting dort abstehen, aber bitte noch mein Gebet aufschließen. Liebreicher Gott, allmächtiger Vater im Himmel, danke schön dafür, dass wir dein Wort derben haben. Wir danken dir dafür, dass du hast uns das hingelassen so, dass wir selten dankbar sind und dass das dein Willen ist, dass wir das sind. Wir freuen uns, dass du uns helfen und dass du erkennen, all die Segnungen, die wir genießen, all die Mithalt, was wir kriegen im Leben, damit wir können unsere Dinge beschenken und dass das für uns eine Hilfe ist und dass wir dafür dankbar werden oder dankbar sind. Wir freuen uns einfach, dass du dein Wort sehen, was wir haben, und dass das uns kann dort führen. Helfen dort zu führen, zum dankbaren Gemüt, dankbares Leben und dankbare Bekenntnisse haben. Wir freuen uns, dass du dein Wort sehen wirst, und jeder, der das gehört hat, und auch, dass wir das wieder zu uns nehmen, und dass die Nummer verherrlicht werden. Wenn da irgendwo das Gerät, was da nicht anpassen hat, dann freue ich, dass du das was wahrnimmst, dass das nicht irgendwo Schuld wirken wird, sondern vielmehr zum Sehen wird sein. Und wir loben, preisen und danken die Herren dafür. In Namen Jesus Christus. Amen. Nummer 444. Herr, entlass uns mit dem Segen, den du uns verheißen hast. Führ uns deine Liebeswege, außer dir ist keine Last. O erquick uns müde Pilger der Welt. Halleluja, Halleluja, Amen. Ein paar Vers zum Schluss nach dem Segen mitgeben. Ans Hauptnähen. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, seid vollkommen, tröstet euch, habt einerlei Sinn, seid friedsam, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Sehr Frieden und Luten.